Hey, wir sind in unserem neuen Jahresthema drin, alltäglich Glauben. Ihr seht das Slide da vorne. Und in dieser ersten Serie, wo wir drin sind, versuchen wir uns jede Woche vorzustellen, wie das wäre, wenn wir live mit Jesus dabei sind. Wenn wir mit ihm umziehen würden, täglich mit ihm unterwegs sind, als einer von diesen Jüngern. Und dann kommen wir noch aus dem raus und versuchen uns zu überlegen, was wir aus dieser Perspektive heraus für heute mitnehmen können, was das für uns heute kann bedeuten. Darum reisen wir jetzt gerade 2000 Jahre zurück, machen innerlich die Reise. Ihr könnt euch vorstellen, du wärst einer von diesen Jüngern, die mit Jesus unterwegs sind. Es ist Mittagszeit, wir sind draussen, es ist enorm heiß. Und du bist um jedes kleines bisschen Schatten froh, weil in Israel ist einfach wirklich um die Mittagszeit wird eigentlich niemand draussen sein. Vor kurzem sind wir mit Jesus in Jerusalem gewesen, zum Passafest, so wie praktisch das ganze Volk. Und du hast gedacht, endlich in Jerusalem, dort wo eben die wichtigen Leute sind, dort wo die wichtigen Sachen passieren. Und tatsächlich, es sind auch ein paar wichtige Leute zu Jesus gekommen, haben Fragen gestellt, haben mit ihm geredet, Schriftgelehrte, Pharisäer und Sadduzäer. Aber leider sind die meisten ein bisschen kritisch gewesen. Sie haben immer versucht, einen Fehler zu finden beim Rabbi und haben die Fragen gestellt. Und Jesus hat aber immer eine gute Antwort gewusst. Und das war cool gewesen. Aber es ist meistens nicht so ganz die Antwort gewesen, die die Pharisäer gerne gehört hätten. Aber es ist immer, du hast immer gedacht, mal, es ist krass, was der weiss. Hey, und wie er immer eine Antwort auf alles parat hat. Einer der führenden Pharisäer, der Nikodemus, der ist sogar heimlich in der Nacht zu Jesus gekommen, um ein paar Fragen zu stellen, weil er mehr darüber wissen wollte. Am Anfang bist du ein bisschen geschockt gewesen, hast zuerst ein bisschen Angst gehabt, wer ist das, der da mitten in der Nacht an die Tür klopft. Du denkst, ja, es könnte ja auch jemand sein, der es nicht gut meint mit dem Rabbi. Aber es war nachher ein spannendes Gespräch gewesen, wo Jesus mit dem Nikodemus hatte. Warum Jesus jetzt wieder zurück in das abgelegene Galiläa wollte, wo doch eigentlich in Jerusalem die wirklich gute Musik spielt und es so gut gelaufen ist, verstehst du eigentlich nicht so ganz richtig. Aber bei Jesus hast du dich daran gewöhnt, dass es immer wieder so Situationen gibt, wo er etwas macht, wo du nicht ganz nachvollziehen kannst. Und darum ist ja ehrlich gesagt auch er der Rabbi und du die Jünger, wo ihm nachfolgst. Und dann hat Jesus noch den Weg durch Samaria nehmen. Obwohl eigentlich niemand den Weg genommen hat. Weil Samariter, das sind Abtrünnige. Ich meine, niemand wollte durchlaufen, jeder hat eigentlich den Weg aussen genommen. Obwohl er ein bisschen länger war, dafür war er auch sicherer, weil man ja nie gewusst, was passiert bei diesen Samaritern. Aber Jesus hat darauf bestanden. Und dann sind ihr gefolgt. Und so sind wir nach Sichar gekommen, wo es Zeit war, zum Mittagspause zu machen. Zu heiß, um irgendetwas anderes zu machen. Hunger haben wir gehabt, Zeit für eine Pause. Jesus ist draussen beim Jakobsbrunnen geblieben und du und ein paar andere Jünger, ihr sind in die Stadt rein, auf den Markt etwas essen zu kaufen. Es ist sicher besser, dass Jesus beim Brunnen rausgeblieben ist, weil es macht keinen Sinn, dass er sich mit diesen Samaritern herumschlagen muss. Und ihr sind zu Vierte gegangen, weil du gehst besser nicht allein. Man weiß wirklich nie, ob du dort noch angefindet wirst oder nicht. Gott sei Dank ist alles gut gegangen und wir sind wieder auf dem Weg zurück zum Brunnen. Essen haben wir dabei. Und du, der Petrus und der Andreas, ihr sind eifrig am Diskutieren, ob ihr jetzt eher zu viel gezahlt habt für das, ob sie euch aufs Ohr gehauen haben oder ob das echt die normalen Preise sind, die die Samariter sonst auch zahlen. Ihr seid nicht ganz einig. Ihr habt gerade in den Schatten sitzen, weil sonst ist es viel zu heiß, noch jemand anders. Und dann seht ihr, dass Jesus beim Brunnen mit einer Samariterin am Reden ist. Warum redet Jesus mit einer Samariterin, fragst du? Warum lässt er sich so weit runter? Niemand redet mit einer Samariterin und dann sicher nicht noch am Mittag beim Brunnen. Wo doch eigentlich jeder weiß, dass du am Mittag nicht zum Brunnen gehst, ausser du willst niemandem begegnen, weil du irgendwie eben vielleicht es gute Gründe gibt, um niemandem zu begegnen. Mit kritischem Blick beobachtest du das Ganze ein bisschen aus der Distanz
Aber erst, wo die Frau zurück in Not geht, gehen ihr zu Jesus an. Aber irgendwo getraut sich niemand so recht zum Nachfragen, weil eben, er hat immer eine gute Antwort bereit und niemand will der sein, der die dumme Frage gestellt hat. Also hebst du Jesus Essen an und sagst, Rabbi, iss doch etwas. Und innerlich denkst, und komm, mach doch auch Siesta, legen wir doch ein bisschen an, machen wir eine gechillte Mittagspause. Und zu deinem Erstaunen lehnt Jesus ab und sagt, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Ihr schaut euch schräg an und denkt, was? Wie meint er jetzt das wieder? Also eine Nahrung, von der ihr nichts wisst, hat er echt irgendwo so einen Notvorrat versteckt von irgendetwas, wo ihr nichts gewusst habt? Oder hat er wieder mal ein Wunder gemacht, wie dort, wo ein bisschen Brot und ein paar Fisch für über 5000 Leute gelangt hat? Jesus hat so ja gesehen, dass sie verwirrt sind und vielleicht hätte er es erklären, aber ehrlich gesagt hat er euch noch viel mehr verwirrt mit dem, was er nachher gesagt hat. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen von dem tue, der mich gesendet hat und das Werk vollende, wo er mir aufgetragen hat. Ihr habt euch wieder nur schräg angeschaut und du hast gehofft, dass er das vielleicht noch mehr erklärt, um was es geht. Aber dann ist ja schon wieder die Frau gekommen und mit ihr der halbe Ort und schon haben Jesus nicht mehr für euch gehabt und Jesus hat das gemacht, was er immer gemacht hat, wenn die Leute gekommen sind. Und es war gelaufen gewesen. In einem ruhigeren Moment denkst du nochmal über das nach, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, dass er den Willen von dem möchte machen, der ihn gesendet hat. Also er möchte Gottes Willen tun. Und du studierst ein bisschen nach und dir kommt in den Sinn, ja, ist das nicht auch dort vorgekommen, wo Jesus euch beten gelernt hat, wo er gefragt hat, Jesus, wie sollen wir denn beten? Du versuchst die Worte nochmal zusammenzuklauben. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen auf der Erde wie im Himmel, da ist es. Auch da ist es drin und dann gib uns unser tägliches Brot. Und dann ist es noch weitergegangen und so weiter, vergib uns unsere Schuld und so weiter. Und wenn du dir so richtig überlegst, merkst du, hey, das mit dem Willen, das hat der Jesus schon immer wieder einmal gesagt. Du erinnerst dich an eine andere Begebenheit, wo er gesagt hat, ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber tun möchte, sondern um den Willen von dem zu tun, der mich geschickt hat. Also immer wieder hat er das betont. Das ist ihm irgendwie wichtig gewesen. Und dann hat er sich auch immer wieder zurückgezogen. Und du fragst dich, ob die Zeiten, die er dort hatte, wo er sich zurückgezogen hat, ob die etwas mit dem zu tun haben, wo von dort vielleicht die Anweisungen von Gott bekommen hat. Zuerst hast du gedacht, er mache Selbstgespräch oder er brauche einfach ein bisschen Zeit für sich. Aber eben mittlerweile weißt du, dass in diesen Zeiten er direkt mit Gott geredet hat. Sein Vater hat er Jesus amigs genannt. Und eigentlich wärst du wirklich, wirklich gerne mal ihm nachgegangen und hättest heimlich vielleicht aus der Distanz ein bisschen zugelassen, was sie miteinander reden, aber das will sich niemand getrauen, nicht beim Rabbi. Aber je länger du darüber nachdenkst, desto sicherer bist du, dass die Zeiten, die er dort hat, einen Zusammenhang damit haben, wie er den Willen Gottes erkannt hat. Und manchmal scheint es wirklich so, als ob Jesus wirklich ganz genau würde wissen, was ihn alles noch erwartet. Er macht manchmal so Andeutungen. Du fragst dich, was echt Gottes Wille für dich ist. Du nimmst dir vor, ihn bald einmal darauf anzusprechen. Und dann werden deine Gedanken unterbrochen, weil dein Nachbar rechts und links dich anstupft und dich zurück ins Heute holen, ins Jahr 2020. Du mal schnell anstupfen, alle zurückholen, schauen, ob noch die gleiche Person nebendran hockt. Sehr gut. Also wir sind wieder im Heute. Also Jesus hat mehrfach betont, dass es ihm nicht um sich selber geht, sondern dass es ihm darum geht, den Willen Gottes zu tun. Das ist etwas, was er immer wieder gesagt hat. Einmal hat er sogar gesagt, dass er aus sich selbst heraus nichts tun kann, sondern immer so handelt, wie es der Wille vom Vater ist. Wir lesen das im Johannes 5, Vers 30, wo er sagt, von mir aus selbst kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht,
sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus in dem Sinne ein willenloses Geschöpf war, aber dass alles, was passiert ist durch ihn, passiert ist, weil es dem Willen Gottes entsprochen hat. Und auch uns hat er gelehrt im Vater unser, in dem Gebet, dass wir beten sollen, dein Wille geschehe. So im Himmel wie auch auf Erden, oder? So hat das Jesus auch selber gebetet. Und ich habe mir das ein bisschen überlegt und mich gefragt, was echt heute mit dem ist, dein Wille geschehe. Und so ein bisschen beim genaueren Überlegen habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, hey, kann es nicht sein, wenn wir das ein bisschen anschauen, dass das heute manchmal so ein bisschen zu einer frommen Floskel fast geworden ist. Etwas, wo man so ein bisschen sagt, ja, so eine Art Schicksalsergebenheit. Dein Wille soll geschehen, nicht meine. Dein Wille, Jesus, soll passieren. Und ich habe gemerkt, dass ich noch ab und zu so bete, wenn ich etwas gerne hätte, oder? Und dann sage, Gott, hey, das und das wäre mega, mega cool. Hey, wenn es dein Willen ist, dann bitte mach doch, dass das und das passiert. Das machen wir doch noch ab und zu. Vielleicht, wenn es um eine Arbeitsstelle geht, ob wir sie überkommen oder nicht. Gott, dein Wille soll passieren. Wenn wir für Heilung betet oder um ein Wunder. Und einfach häufig bei so Situationen, wo wir etwas nicht unbedingt selber unter Kontrolle haben, wo wir es nicht unbedingt in den Griff haben, wo wir dann sagen, hey Gott, wenn es dein Wille ist, dann kannst du nicht das und das machen. Und ich glaube grundsätzlich, das würde ich ja sagen, das ist nicht falsch, oder das ist nicht, dass wir das nicht dürften. Und ich bete ja auch ab und zu so und ich glaube, das ist absolut okay für Gott. Aber wenn wir anschauen, wie das mit Jesus war, in den Evangelien, dann ist es ganz ein anderes dein Wille geschehen gewesen, wo er gelebt hat, wo er betet hat. Und bei ihm ist es doch noch um viel mehr gegangen, als einfach seine Einstellung gegenüber den Sachen, wo er keine Kontrolle darüber hatte. Mal abgesehen davon, dass er es ja eigentlich hatte. Aber er hat gesagt, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen von dem tue, der mich geschickt hat. Und ich habe mir gedacht, was heisst das, meine Nahrung? Weil eben der Wille, dass er den Willen Gottes möchte tun, das ist irgendwo noch okay, aber dass das seine Nahrung ist, was will er damit sagen? Von dem kannst du ja nicht, also mit dem wirst du nicht im Bauch satt, oder? Und ich glaube, was er damit hat wollen sagen, dass dein Wille geschehe, so ein bisschen sein tägliches Brot geworden ist, seine Nahrung. In dem Sinn, wie Jesus dort auch in der Wüste, wo er versucht worden ist, wo ihm der Teufel gesagt hat, hey, mach doch aus Steinen Stein Brot, wenn du Hunger hast, gesagt hat, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Maul von Gott kommt. Und ich glaube, was er eigentlich damit hat wollen sagen, dass es sein tägliches Brot ist, das zu tun, was Gottes Willen ist. Und der Ausdruck, oder, den kennen wir vielleicht, das tägliche Brot. Mein tägliches Brot früher, als ich Softwareingenieur war, war Programmieren. Wenn du Schreiner bist, ist dein tägliches Brot vielleicht das Schreinern. Wenn du Mutter bist, ist vielleicht dein tägliches Brot dich um deine Kinder kümmern. Vielleicht um Patienten, um die Schüler oder um deine Mitarbeiter, wenn du ein Team leitest oder eine Firma leitest. Mit mein tägliches Brot, oder, bezeichnen wir etwas, so eine Art eine gewohnte oder wiederkehrende Aufgabe, etwas, was wir immer wieder machen, um das sich unser Leben ein Stück weit drüllt. Und bei uns, in unserem Fall ist es meistens das, wo wir noch damit unser Geld verdienen oder unsere Brötchen backen. Es ist etwas Tägliches, was wir machen. Und das ist, vor allem ist es nicht einfach das tägliche Beigemüse, wie zum Beispiel Zähneputzen, wie Aufstehen, wie Duschen und all diese Sachen. Das ist auch etwas, was wir täglich machen, aber das ist in dem Sinn das Gemüse. Das tägliche Brot ist das, was wirklich etwas hergibt, oder? Wo wichtig ist, wo zählt. Also nicht das Duschen nicht zählt, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist das, wonach sich Jesus täglich ausgestreckt hat. Um das ist es in seinem Leben gegangen. Das zu tun, was Gottes Willen ist. Das war so quasi sein Lebensthema, sein Lebensmotto. Er hat das immer wieder betont. Und wir sehen, wenn wir die Geschichte von Jesus weiterlesen, dass er für das alles angegeben hat. Wir wissen, dass er im Garten Gethsemane gekämpft hat mit Gott und gesagt hat, aber selbst dort hat er gesagt, Gott, dein Wille soll geschehen. Das ist das, was zählt für mich. Und ich glaube, oder nicht, dass die andere Art und Weise, dein Wille geschehen, nicht gut ist, aber verstehen wir, das ist nochmal eine ganz andere Art und Weise, das zu sagen.
Und ich möchte noch ein bisschen mehr über die beiden Arten, dein Wille geschehe, kurz nachdenken. Oder? Die eine Art, dein Wille geschehe zu sagen, ist vor allem einfach zu akzeptieren, dass es vielleicht anders kommt, als dass es wir uns wünschen. Als dass unser Plan oder unser Wille eigentlich wäre. Und bei dieser Art und Weise, dein Wille geschehe, dort merken wir, da gehen wir zuerst eigentlich von uns aus. Von dem, was wir eigentlich gerne hätten. Was unser Anliegen in erster Linie wäre. Von unseren Wünschen, Vorstellungen, Träumen. Und wir hoffen eigentlich, dass es Gott möglichst gleich sieht. Dass vielleicht das, was wir gerne hätten und wünschen, dass das hoffentlich doch auch Gottes Willen ist und er unser Leben so lenkt und führt, dass das rauskommt, was wir eigentlich gerne hätten. Und wir hoffen in dem Sinn Bestätigung. Und das kann dann so dazu führen, dass es so ein absicherndes Dein Wille geschehe gibt. Ich sage Gott eigentlich, was ich denke und was vielleicht ich als richtig empfinde. Zum Beispiel sagst du, dass du gerne eine Lohnerhöhung hättest, ein Haus am Suchen bist, einen Partner oder eben vielleicht der ganz bestimmte Partner. Und eigentlich machst du alles, dass es so kommt. Und wünschst eigentlich und sagst, aber möchtest wie Gott noch so die Möglichkeit geben, zum sagen und sagst, hey, aber dein Wille soll passieren. Mich hat es erinnert an Situationen, die es manchmal gibt im Leben von der Steffi und mir. Ich sage, hey Steffi, wir könnten doch wieder mal ins Kino oder wir könnten wieder mal dort essen oder das machen. Hey, aber du darfst entscheiden. Sag du, was wir machen. Aber ich habe eigentlich schon sehr gut platziert, was ich eigentlich gerne würde, oder? Und das ist so das eine, dein Wille geschehe, so das Absichernde. So ein bisschen, hey, das wäre eigentlich cool, aber du, ja. Oder dann kann das auch aus einer Enttäuschung herauskommen, dein Wille geschehe, wenn es dann eben nicht so gekommen ist, wie wir es uns vorgestellt haben und gewünscht haben. Und wir vielleicht nicht mehr so recht wissen, wie es weitergehen soll oder einfach ja, ein bisschen enttäuscht sind, dass es ist dann so vielleicht auch ein zerknirschtes, dein Wille geschehe so. Dann halt Jesus, dann passiert halt dein Wille und nicht mein, dann kommt es halt anders. Und dann gibt es aber auch das dein Wille geschehe, wo vielleicht wirklich aus der Verzweiflung rauskommt. Wenn du beim besten Willen nicht kannst verstehen, warum das etwas so gekommen ist, wie es gekommen ist, wenn Leid passiert ist in deinem Leben, wenn Schmerz da ist, wenn du nicht mehr weiter weißt und du sagst, hey Gott, dein Wille soll passieren, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr, was noch soll passieren. Und dann gibt es eben die andere Art und Weise, dein Wille geschehe zu sagen, wo wir heute ein bisschen mehr anschauen wollen, das tägliche Anliegen, seinen Willen zu tun. Sich um das zu kümmern, was er möchte. Seine eigenen Pläne, also seine Pläne zu unseren eigenen Plänen zu machen. So wie das Jesus uns vorgelebt hat in den Evangelien. Und der Unterschied ist eben, dass wir bei dieser Art, dein Wille geschehe zu sagen, nicht von unseren Plänen ausgehen, sondern zu Gott gehen, bei ihm anfangen und sagen, hey Gott, was sind denn deine Pläne? Was ist dein Wille für mein Leben? Und das ist mein Teil, wo ich dazu beitragen kann. Es ist das, was er im Johannes 6,38 gesagt hat. Ich habe das vorher schon in der Geschichte angetönt. Zweimal blättern. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Das ist ganz ein anderer Startpunkt, oder? Nicht, wir starten, wenn wir so das sagen, starten wir nicht bei uns, sondern bei Gott. Und das gibt natürlich schlussendlich grosse Fragen, wenn wir jetzt das auf unser ganzes Leben anschauen. Ja, das sind dann manchmal sehr grosse Fragen. Was ist denn Gottes Wille für dich? Und es ist manchmal auch nicht ganz einfach, eine Antwort darauf zu finden. Aber ich möchte es heute vor allem auch noch ein bisschen mehr auf unseren Alltag abbrechen. Dann kommen wir noch mehr zu dem. Aber wenn ich die Evangelien anschaue, dann fällt mir wirklich auf, dass Jesus in erster Linie das zweite, dein Wille geschehe, gelebt hat. Dass er uns das vorgelebt hat, dass er uns dazu aufgerufen hat, dass seine Jünger dazu aufgerufen hat, so zu leben, so zu fragen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie ist denn das heute jetzt bei uns? Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann merke ich schon, dass bei uns sehr oft die andere Art, dein Wille geschehe, so das ist, wo wir uns mehr gewöhnt sind, zu machen.
Es entspricht auch viel mehr unserer Zeit, oder? Unsere Gesellschaft sagt uns immer wieder, hey, Selbstverwirklichung, deine Träume, dein persönliche Glück, das ist das, wo du nachgehen musst. Das ist das, was uns die ganze Gesellschaft immer vorlebt. Und darum ist uns das vielleicht auch so näher. Darum kommt das zuerst. Und mein Wunsch heute ist, dass wir eine Begeisterung bekommen, um nochmal neu zu sagen und um nochmal zu sagen, hey, ich möchte ein Mensch sein, der wirklich fragt, Gott, was ist dein Wille? Und sich nach dem ausstreckt. Und ich habe mir nochmal überlegt, so ein bisschen, warum ist das heute so anders? Und ich glaube, ein Grund, wo das angefangen hat, ist schon in der Art und Weise, wie wir manchmal unsere Beziehung mit Gott anschauen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr euer Leben Jesus gegeben habt, aber heute immer gesagt, hey, lad Jesus in dein Leben ein. Lad Jesus in dein Leben ein. Und als ich mich bekehrt habe, mein Gebet war wahrscheinlich etwa so gewesen, Jesus, ich hätte gern, dass du in mein Leben hineinkommst. Und das ist nicht, grundsätzlich nicht falsch, oder? Wir müssen uns auftun für Gott und dann kommt er in unser Leben. Aber es ist eben auch nicht zu 100% korrekt, weil, vielleicht mögt ihr euch erinnern an den Start von dieser Serie, wo Jesus am See und Petrus und Andreas begegnet ist. Er hat ihnen gesagt, folge mir nach. Oder dort beim Jesus Casting, wo wir vor 2 Wochen hatten, er hat die Jünger rausgerufen und gesagt, hey, folg du mir nach. Er ist es, wo uns ruft. Wenn er in dein Leben kommt, dann ist das immer mit dem Ruf verbunden, dass wir ihm nachfolgen und nicht, dass er einfach als Begleiter in unser Leben, in unser eigenes Leben hineinkommt. Und für die Jünger ist das so klar damals, oder? Jesus nachfolgen hat geheissen, das eigene Leben verlassen, zurücklassen und sich am Leben vom Rabbi anschliessen und mit ihm unterwegs sein. Keiner von diesen Jüngern konnte sagen, hey Jesus, du bist super und hey, bleib doch noch ein bisschen da bei mir, wir haben es ja da noch cool, weißt, und ich habe noch ein paar Pläne und ein paar Sachen, die ich gerne möchte erledigen und dann können wir ja nachher schauen, wo wir zusammen hingehen. Sondern entweder bist du ihm nachgefolgt, am Rabbi, oder dann hast du es lassen. Und ich glaube, das Bewusstsein ist uns heute manchmal ein bisschen abhanden gekommen und oft haben wir das Gefühl, wir laden Jesus in unser Leben ein. Aber er ruft uns auf seinem Weg zu folgen. Und es passiert so schnell, oder? Ich habe das auch bei mir gemerkt. So oft denke ich so, ja, Jesus kommt jetzt mit mir und so weiter. Und das ist gar nicht falsch. Aber Jesus hat uns gerufen, grundsätzlich ihm nachzufolgen. Und nicht einfach, hey, ja, ich möchte dein Begleiter sein. Das ist er auch. Aber es sind total unterschiedliche Voraussetzungen für unsere Beziehung mit Gott. Und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Ist Jesus mit auf deinem Weg? Oder bist du mit auf seinem Weg? Laufst du mit ihm weg? Und wenn wir uns dann die Frage stellen, dann geht es natürlich auch weiter, oder? Nach wem sein Wille geht es in deinem Leben? Geht es nach deinem Willen? Oder geht es nach Gottes Willen? Und vielleicht tönt jetzt das für die einen recht hart und du fragst dich dann so, hey, darf ich denn jetzt keinen Plan mehr machen und keinen eigenen Willen mehr haben und überhaupt, was habe ich denn davon? Nächsten Sonntag geht es noch ein bisschen mehr um das Thema. Sorry, um euch zu vertrösten, aber schon mal so viel vorweg, es geht nicht darum, dass wir keinen Plan mehr machen dürfen und dass wir nicht einen eigenen Willen dürfen haben. Aber frag dich mal, wie oft machst du deine Lebenspläne selber, ohne dir jede Frage zu stellen, was echt Gottes Wille in diesem Bereich ist oder für dein Leben ist? Wie schnell passiert es, dass ich entscheide, wo ich mein Geld investiere und dann Jesus bitte, hey, tu doch das bitte segnen. Oder wie schnell entscheide ich, dass ich ein neues Auto brauche und nachher lade ich Jesus ein und sage, hey bitte, bist du mein Beifahrer und schau du, dass nichts passiert. Wie schnell entscheide ich, was das Beste ist für Kind und frage Gott gar nicht, was er darüber denkt. Wir sind so schnell dabei, Jesus einfach gern als unseren Begleiter in unserem Leben zu haben, der uns aus der Patsche hilft, wenn es irgendwo schwierig ist, der uns sonst bei schwierigen Situationen beisteht. Und wie wenig können wir manchmal auf die Idee, uns ernsthaft zu fragen, was ist denn Gottes Wille für uns? Und mir ist aufgefallen, dass ich dort am einfachsten finde, nach Gottes Willen zu fragen, wenn es nämlich so um die grossen, schweren Entscheidungen geht, oder? So, wo soll ich durch, was steht an? Weil dort hätte ich eigentlich gern, Gott würde mir sagen, hey, mach das oder mach das. Gerade dort, wo es eine gewisse Tragweite hat. Wenn es zum Beispiel um einen neuen Job geht oder um
andere größere Sachen, die längerfristige Konsequenzen haben. Aber auch dort ist manchmal die Challenge, oder? Manchmal wissen wir eigentlich genau, was wir gerne hätten. Und auch dort ist dann manchmal die Challenge, dass man Gott nicht einfach nur so pro forma fragt, sondern auch wirklich damit rechnet, dass er etwas sagt. Und dann bereit sind, etwas zu tun. Und ich möchte es jetzt voll in den Alltag auch reinziehen, oder? Da geht es auch um unsere alltäglichen Entscheidungen. Wie oft fragen wir in unseren täglichen Entscheidungen Gott, was ist dein Wille? Wie oft treffen wir die Entscheidungen, ohne einfach mit ihm jemals darüber geredet zu haben? Ich entscheide, wie viel Zeit ich in die Kirche investiere. Und sicher nicht im Putzteam gehe ich mich investieren. Ich entscheide, in welcher Small Group dass ich bin. Ich entscheide, mit welchen Nachbarn dass ich zu tun habe und welchen, dass ich jetzt meine Hilfe anbiete und welchen nicht. Ich entscheide, mit wem dass ich bei der Arbeit Mittagessen gehe, aber sicher nur mit denen, die ein bisschen cool drauf sind. Ich entscheide. Ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir mehr versuchen, Gott in die alltäglichen Entscheidungen mit einbeziehen und zu fragen, was machst du, was möchtest du? Was würde sich echt ändern in unserem Leben? Was würden wir alles erleben, wenn wir das machen würden? Wahrscheinlich fragen sich jetzt einige, hey, das ist schön und gut, und manchmal mache ich das auch, aber es ist manchmal gar nicht so einfach zu wissen, was ist denn jetzt effektiv Gottes Wille. Und ich bin mir das bewusst. Und ich möchte es aber auch nicht jetzt zum grossen Thema machen von dieser Message. Aber ein Schlüssel, wo ich glaube, der ist so wichtig, ist, dass wir überhaupt zuerst mal anhören. Mal anhören, mal Zeit nehmen, Gott überhaupt die Frage stellen, was ist dein Wille? Und nicht einfach drauf losgehen. Wir sehen immer wieder in der Bibel, wie Jesus sich zurückgezogen hat, um mit seinem Vater zu reden. Im Konzept habe ich die Bibelstellen aufgelistet, es sind irgendwie 5, 6, 7, wo in den Evangelien allein darauf zeigen, wie Jesus immer wieder die Zeiten gesucht hat. Und ich glaube, die Zeiten sind nötig zum Anhören. Ich glaube, je besser dass wir Gott kennen, desto besser verstehen wir, was sein Wille für uns ist. Und dazu gehört auch, dass wir die Bibel lesen. Da drin ist Gottes Wille schwarz auf weiß, für jeden lesbar. Und das Dritte ist, dass wir uns trainieren in dem, auf die Stimme vom Heiligen Geist hören, wo manchmal leislich und fein ist und nicht immer und manchmal sehr einfach zum einfach übertönen und sagen, ich weiß jetzt gerade nicht. Dass wir uns trainieren auf dem. Und darum möchte ich dich fragen, hast du Zeiten, wo du ganz allein bist mit Gott und wo du Zeit hast zum Anhören? Wo nicht einfach aufgefüllt sind mit Bibel lesen, Worship hören und weiss auch nicht was, sondern wo du wirklich Gott mal fragst und hörst. Liesest du in seinem Wort, wo sein Wille drin ist? Gibst du dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben, wenn irgendwie so ein kleiner Impuls kommt, du dir vielleicht manchmal nicht sicher bist, gehst du dem nach? So können wir auf Gottes Wille anfangen zu hören, auf ihn hören, das erkennen. Ich möchte nochmal auf den Alltag zurückkommen. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Maul kommt. Jesus hat gesagt, dass seine Nahrung daraus besteht, den Willen Gottes zu tun. Es war sein tägliches Brot, das, was er gebraucht hat. Jeden Tag. Und was er damit auch wollte sagen, ist, hey, das ist eine tägliche Angelegenheit. Das ist etwas, wo es tagtäglich darum geht, uns zu fragen, was ist Gottes Wille? Was ist sein Wille für heute? Und der Aspekt möchte ich nochmal betonen, dass wir uns tagtäglich herausfordern lassen und fragen, hey Gott, was ist dein Wille? Was ist dein Wille für das Meeting, das ich heute habe? Für das Gespräch? Vielleicht für meinen Arbeitsweg, wo ich sonst nur irgendwo am Handy bin? Für meine Kinder? Für meine Zeiteinteilung? Für all meine vielen Termine, die ich mit irgendjemandem abmache? Oder vielleicht auch für die zufälligen Begegnungen, die wir haben, die eben manchmal gar nicht so zufällig sind. Und auf die eine Seite ist das mega einfach, oder? So zu fragen. Das ist eigentlich wirklich nicht etwas, das können wir. Aber das Herausfordernde ist dann eben nachher effektiv zu handeln. Wenn wir merken, jetzt ist Gottes Wille ein anderer. Und Freitagmorgen war genau so eine Situation. Wir gehen damals an das Coffee-Giveaway, wo wir da außen Kaffee und Gipfeli verteilen. Das ist der Steffi, ihres
Immer einer von uns vom Staff ist dort mit dabei. Das Mal war es Steffi. Ich habe mir die Zeit eingeplant, um an der Predigt zu arbeiten. Braucht die Zeit. Es ist super, wenn es ein bisschen ruhig ist im Büro. Und dann ist jemand, hat nicht... Jetzt nicht, dass Steffi immer laut wäre, aber einfach... Es ist einfach gut, wenn du allein im Büro bist für das. He? Und dann hat jemand nicht kommen können und Steffi kommt hinterher und sagt, hey, kannst du auch kommen? Und ich so innerlich im ersten Moment so, nein, ich brauche jetzt die Zeit für die Predigt vorbereiten, ich will nicht. Und gleichzeitig habe ich es gehört drinnen und gemerkt, doch, es ist jetzt Gottes Wille. Dass jetzt halt nicht dran ist, die Predigt jetzt zu schreiben, sondern das halt später. Und ich habe mich überwinden. Es hat etwas gekostet, um zu sagen, ja, ich gehe, ich mache das. Und was mir aufgefallen ist dabei, das Problem bei Gottes Wille zu tun, ist häufig nicht, dass wir die Sachen tun, die Gott nicht möchte und so irgendwie nicht Gottes Wille tun, sondern dass wir das, was er eigentlich möchte, dass wir es machen, nicht machen. Oder? Ich weiß ganz genau, dass ich nicht zu viel Bier trinken sollte, wenn ich irgendwo an einer Party bin. Oder ich weiß, dass ich nicht schneller fahren darf, als angeschrieben ist. Ich weiß, dass Gott nicht möchte, dass ich lüge. Die Sachen sind wie klar. Aber es sind die anderen Sachen, die manchmal Gottes Wille sind und wo ich mich manchmal schwer tue, damit sie zu machen. Und wo die Frage ist, bin ich bereit, dass Gott mir sagen kann, dass ich die Frau vor mir an der Kasse ermutigen sollte? Bin ich bereit, grosszügig zu sein, dort, wo ich eine Not sehe bei jemandem, auch unaufgefordert? Bin ich bereit, einen Schritt auf jemanden zuzumachen, den ich noch nicht kenne, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so Lust habe? Bin ich bereit, den einsamen Nachbarn bei uns einzuladen, der sonst immer allein muss essen? Bin ich bereit, meinen Tagesablauf auf den Kopf stellen lassen, weil vielleicht Gottes Wille in dem Moment etwas anderes ist, als ich es mir so schön zurechtgelegt habe? In diesen Sachen haben wir manchmal so schnell eine Ausrede und sind so gut drin, eine Entschuldigung zu finden, warum wir das nicht machen sollen. In Matthäus 25 beschreibt Jesus, wie am Schluss Gott die Menschen in 2 Gruppen einteilt und dann zu der einen Gruppe sagt, denen, die nach Gottes Wille gelebt haben, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und es steht da, dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben, oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und so weiter. Und der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner Geringsten getan habt, meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Mensch, ist so einfach, Gottes Wille zu tun. Kommen wir zum Schluss, oder? Es gibt die 2 verschiedenen Arten, dein Wille geschehe, zu sagen. Die eine ist so, das zu akzeptieren, dass es anders kommt, als ich es gerne hätte, als es meine Wünsche sind. Die andere Art, dein Wille geschehe, zu sagen, ist das tägliche Anliegen, sein Wille zu tun, sich um das zu kümmern, was er möchte, seine Pläne zu meinen Plänen machen. Ich frage nochmal zum Schluss, wem sein Wille geschieht in deinem täglichen Leben? Ist es dein Wille? Ist es Gottes Wille? Im Endeffekt, glaube ich, ist es eine Frage vom Vertrauen auch. Vertraust du, dass Gottes Wille gleichzeitig als das Beste ist für dich? Der Elias hat Anfangsjahr eine gute Predigt über das gehabt. Wenn das Thema ist bei dir, dann los die Predigt. Aber Jesus hat gesagt, es ist seine Nahrung, sein tägliches Brot, das ihn sättigt. Könnte es sein, dass dein Wille geschehe auch dein tägliches Brot ist, das dich sättigt und
und dir ein erfülltes Leben geben kann. Ein Leben, das zufriedenstellender ist, das erfüllter ist, als wenn einfach all deine Wünsche, deine Träume, deine Pläne in Erfüllung gehen. Wenn ein Leben, wo du dich ausstreckst nach dem, was Gottes Pläne sind, viel erfüllender wäre. Gottes Wille ist eine Nahrung für dein Leben. Wenn wir Gottes Wille tun, bin ich überzeugt, dass das den inneren Hunger in unserem Leben stillt. Probier es aus. Iss davon. Gero. Anni. Ich schmeiß jetzt nicht noch mehr Brot um. Aber probier es aus. Iss davon. Glaubst du, wenn du Gottes Willen folgst, dass es vielleicht sogar noch viel besser rauskommen kann, als wenn du einfach deinem eigenen Willen angehst? Als wenn es so kommt, wie es du dir vorgestellt hast. Und lass uns in diesen nächsten Wochen, jedes Mal, wenn wir Brot essen, uns an das erinnern. Und uns nochmal erinnern, was unser wirkliches tägliches Brot ist. Der Wille Gottes. Und vielleicht gerade dann so einen Moment nehmen, wo wir uns fragen, Gott, was ist dein Wille für mich? Was ist dein Wille für gerade die nächsten 2 Stunden, für die Sachen, die kommen? Ich bete. Dürfen aufstehen dazu. Ja, Jesus, manchmal stöhnen diese Sachen im ersten Blick so für uns unverständlich. Dass dein Wille für uns Nahrung ist. Aber ich glaube, dass dein Wille für uns ein erfülltes Leben ist. Ich möchte jemand sein, der sich um deinen Willen kümmert. Der sich immer wieder fragt, Jesus, was ist dein Wille jetzt in dieser Situation? Was ist dein Wille jetzt in diesem Moment? Jesus, du siehst jede Person da drin, die sich vielleicht auch nach dem ausstreckt. Du siehst aber auch, dass wir vielleicht noch Mühe haben damit. Zum Loslassen und sagen, ja okay, dann geht es nicht um meinen Willen, sondern so wie wir nicht sagen, einfach dein Wille geschehe, sondern zum sagen, hey okay, ich möchte mich wirklich darum kümmern, was dein Wille ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir das erfahren dürfen, Stück für Stück, Bissen für Bissen, dass dein Wille wirklich das ist, was uns sättigt. Ich bitte dich, dass du durch die Reihe gehst und jedes einzelne Herz berührst, dass jeder Person redest, dass du uns in den nächsten Wochen klar aufzeigst, was dein Wille ist, dass wir das dürfen, dass uns das mag einfach fallen, zu merken, was du gerne von uns möchtest. Du bist so ein guter Gott, du hast genug für uns, du möchtest uns sättigen. Und so bitte ich, dass dein Wille passieren darf in unserem Leben.